Moin, mein Name ist Luc Heuschling, ich bin Professor für Verfassungs- und Verwaltungsrecht auf der Uni Lützeburg und ich interessiere mich, wie wir da von engem Land an das andere reisen. Könnt ihr uns dann erklären, was dir den ganzen Tag forscht? Also ich meine, an dem Tag meine ich ganz viele Sachen, wenn ich zu meinem Kur gehe als Professor gehe die Kur für die Studenten und am Moment beispielsweise meine ich Kur über Verfassungsrecht oder Verwaltungsrecht, über die Organisation von der Regierung und Verwaltung zu Lützburg. Und daneben meine ich meine Forschung und zurzeit forsche ich über Monarchie, auf welchen müssen die Monarchie modern als modernisiert muss gehen oder archaisch als. Und du gibt Sachen, du musst noch manchmal verschiedene Tatsachen abdecken, weil die Leute Menge viel Sachen über Monarchie, du siehst Sachen, die nicht stimmen. Und das ist toll von der Wissenschaft. Was ist dann der Sinn von Ihrer Arbeit? Das ist eine gute Frage, die auch die Studenten manchmal stellen. Und das ist eine Frage, die das Publikum sich oft stellt. Was ist eigentlich die Rolle von der Rechtswissenschaft? Weil es weiß ja, was der Advokat möchte, was der Richter möchte, was der Gesetzgeber möchte. Was möchte dann der Rechtswissenschaftler? Und diese Rolle besteht auch aus 4 großen Punkten. Der nächste Aspekt ist, dass es manchmal glücklicherweise rar Fälle gibt, wo das Gesetz geheim ist. Das gibt dann Diktaturen, aber das gibt es auch beispielsweise zu Lützeburg am Moment, im Fürstenrecht. Das ist ein Geheimrecht. Und du hast die Rolle von der Wissenschaft, für das abzudecken, zu durchlichten und das dem Bürger zu erklären. Die zweite Rolle ist, wenn das Recht offen ist, publik ist, also nicht immer verständlich. Kein Mensch, der nicht durchstudiert hat, kann wirklich so einfach Gesetz lesen und das verstehen. Du musst ein Wissenschaftler das erklären, das ordnen, weil du hast ganz oft kurios, komplex, kompliziert, ein Dschungel. Das muss ich ordnen. Die dritte Rolle von der Wissenschaft ist, zu verstehen, heute an der Zeit von der Globalisierung, wie wird an dem einen Land so ist, an dem anderen Land anders. Und da geht auch ganz interessante Phänomene, die ein Transfer juridisch nennt, Legal Transplants, wo ein Land von einem anderen Land etwas kopiert, wo Institutionen von einem Land an das andere reisen, wie wir da, wie können wir, die von einem Land überholen, von einem anderen, das Recht ändern. Und die vierte Rolle ist mir kritisch, das ist für 4 an Not zu denken. Nicht so, wie das Recht ist am Moment, aber für zu sagen, ist das Recht da gut, ist es effikaz, gerecht. Aber wie kann es da besser sein? Was ist das Flotz mit Ihrer Arbeit, und was ist das Schlimmste? Also das Schlimmste, das sind Kopien zu verbessern. Das Schönste, das Existenz ist, für an alle Bücher zu schmücken, etwas zu finden, eine Information zu finden, die kein Mensch bislang hat, und etwas zu erkennen und das zu vermitteln. War dir immer gerne an der Schule? Nee. Und in der Studie hat es Spaß gemacht? Nicht immer. Am Anfang überhaupt nicht. Das kommt aber mit der Zeit. Es gibt nicht Wissenschaftler von 4 Jahren. Das kommt mit der Zeit. In meinem Fall habe ich wirklich eine Leidenschaft für den Droit, für die Rechtswissenschaft en fur et à mesure gefunden.